Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release mit euch noch Hosts, dem Kasel und dem Simi. Ihr habt richtig gehört, der Simi ist am Start und nicht der Schubs. Der hat nämlich eine Grippe und liegt flach im Nest und darum habe ich gedacht, ich tue den Simi einladen und mache mit ihm zusammen den heutigen Podcast. Wir reden über die ersten 2 Rennen, die wir in dieser neuen Formel 1-Ära hatten, nämlich Australien und China. Und geben ziemlich klar unsere Meinung ab, was wir von dieser Fahrzeuggeneration halten. Wir wünschen euch natürlich wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. Wir legen los mit einer neuen Episode vom Unsafe Release und auch mit einem neuen Podcast-Mitsprecher. Also es ist nicht so, dass ich den Gabu ersetzt habe an dieser Stelle. Der Gabu ist einfach krank und liegt flach im Nest. Darum an erster Stelle Grüße aus an ihn und auch noch gute Besserungswünsche natürlich. Aber der Simi ist am Start. Zuerst mal merci Simi für deine Zeit, die du dir genommen hast. Hat dich noch gehetzt, dass du so pünktlich hierher geschafft hast. Aber danke vielmals für deinen Einsatz. Sehr gerne geschehen. Muss ich auch mein Training ein bisschen umschieben, aber ich springe gerne, wenn der Monsieur Schubs nicht kann. Auch da gute Besserung an dieser Stelle. Genau, also wir gehen los jetzt mit dieser heutigen Episode, beziehungsweise reden jetzt so wieder wie üblich chronologisch mal, was so alles passiert ist in der Formel 1, respektive wir starten in Australien mit dem ersten Training oder beziehungsweise einfach mal mit dem Training selber, wo sie ja noch für Ferrari relativ gut ausgesehen hat und auch für Red Bull relativ gut ausgesehen hat, weil die haben wirklich Platz 1 bis 4 belegt. Und also es ist so, wir müssen vielleicht so ein bisschen anfangen. Die Episode könnte eventuell, also ich sage jetzt nicht eskalieren, aber ich kenne seine Meinung zu dieser ganzen Formel 1-Geschichte und er kennt auch meine ein bisschen. Und die mehr vor allem auch aktiv auf Instagram oder auf TikTok folgen, die wissen eigentlich schon ein bisschen, wie meine Meinung ist zu dem ganzen Geschwür, zu dieser ganzen Geschichte. Und darum, ich mache es jetzt einfach mal so. Simi, wie hast du das erste Wochenende, Training, Qualifying, Australien mal empfunden? Das Rennen kommen wir nachher dazu. Also vom Overall. So vom Overall, Ganzen, einfach von Practice zum Qualifying. Also es hat schon angefangen mit grosser Begeisterung. Neue Saison, du gehst da rein und es kribbelt dich überall, du willst auch das erste Training schauen. Du kommst rein, du schaust die erste Minute und denkst so, wieso werden die langsamer auf der Geraden? Und dann denkst du so, okay, mit dem kann ich ja noch leben, das ist jetzt nicht so schlimm. Und du schaust das Training, du merkst ein bisschen, wie es geht. Und wo es so ein bisschen angefangen hat, dass Teams so mit technischen Problemen zu kämpfen, habe ich gedacht, oh geil, das ist sogar noch cool. Die ganze Zuverlässigkeitsschiene wird ein bisschen runtergefahren. Teams müssen sich neu finden. Das heisst, wir werden auch wieder ein bisschen mehr technische Probleme und Ausfälle haben. Das habe ich noch cool gefunden in dem Moment. Und im Training habe ich es dann eigentlich sehr lange noch interessant gefunden, wie das Auftreten war. Die Fahrer haben sich reingetastet, das Auto, wie das langsam ist. Und irgendwann hast du einfach gemerkt, mein Gott, es ist wirklich das, was Max gesagt hat, es ist ein Formel E auf Steroiden. Es ist nur noch ein Batteriemanagement. Und vor allem auf den Hotlaps, wenn ich die plötzlich gesehen habe, es hat mich gereut, dass du gesehen hast, wenn du auf dem Gaspedal zurückbleibst, dass es einfach langsamer wird. Das ist komplett gegen den Geist vom Racing in meinen Augen. Und dann musste ich mir sagen, okay, wo sind wir da? Was ist das? Und da bin ich schon das erste Mal stutzig geworden. Und nach dem Qualifying, genau, ich habe mehr Fragezeichen eigentlich gehabt, wie der Sport sich jetzt entwickeln wird, als vom Rennsport selber. Also vom Racing per se, was jetzt hier am Wochenende passieren wird. Ja, also gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe glaube das Practice nicht geschaut, weil die sind einfach zu früh am Morgen gewesen. Aber das Qualifying noch nicht geschaut und eben da, wo du meinst, ist ja das Superclipping heisst ja, glaube ich. Und ja, es ist einfach, es hat ja noch zuerst geheißen, ja, Australien ist gerade so ein eine schlechte Strecke für da, weil keine starken Bremspunkte, ist ja allgemein sehr schnelle Strecke und darum wird man dort mit der Batterie viel Probleme haben. Ja, Bullshit. In China haben wir ja dann das gleiche auch wieder gesehen auf der langen Gerade. Also, das geht ja hauptsächlich darum, dass die Auto eben Geschwindigkeit auf der Gerade wie reduzieren, weil die Batterie sich mit der Geschwindigkeit wieder aufladen. Und dann hat man irgendwie so Wert gesehen von irgendwie, glaube ich, so
30, 40 km/h, wo sie langsamer geworden sind, also wo sie eigentlich vom Topspeed sind und nachher bei der Kurve 40 km/h langsamer sind. Ja, richtig, richtig traurig. Und das Qualifying, es war halt so null spannend gewesen. Und klar, wir haben uns ja eigentlich auch immer ein bisschen mehr Rennaction gewünscht, haben aber eigentlich früher immer recht krasse Qualifyings gehabt. Also Qualifyings sind eigentlich immer spannender gewesen als die Rennen selber. Das haben der Gabo und ich eigentlich relativ oft schon in dem Podcast gesagt. Und das ist aber auch recht cool gewesen. Klar, Rennaction ist auch immer sehr geil, aber auch ein gutes Qualifying ist sehr, sehr spannend. Und das ist irgendwie so wie ausbleiben. Also, ich weiss nicht, ich habe so geschaut und irgendwie ist so, es ist so null spannend gewesen. Und also wenn ich so noch mal kurz auf die Seite schaue, der Russell hat ja Pole geholt, war irgendwie so 3 Zehntel schneller gewesen als der Antonelli. Aber dann nachher auf der Hadjar, der auf Platz 3 losgefahren ist, dort, ist er ja irgendwie, weiß auch nicht, was ist das? 8 Zehntel, kann das sein? Etwa? 7 Zehntel? 7 Zehntel, 8 Zehntel etwa? Irgendwie so etwas. Ich weiß gar nicht, Q3 sind jetzt hier, 1,18,5 ist der Russell gefahren und 1,19,3. 0,785 Zehntel sind zum Ende gesehen. Das ist ja brutal. Also ist ja wirklich brutal, was die Differenz ist. Und klar, man muss halt auch Mercedes ein bisschen, also von Mercedes ein bisschen den Hut ziehen, weil die halt wahrscheinlich einfach den Job, was den Motor anbelangt, am besten ausgeführt haben. Aber gleich, also es ist ja echt bitter gewesen und eben Verstappen gar nicht mal teilgenommen, beziehungsweise mal teilgenommen bis zum Q2, glaube ich, oder nein, Q1, ich weiß gar nicht, Q1 ist ausgefallen. Nein, der Direkte hat ja eine Zeit, so seine Prep-Lab gemacht, die sie ja hatten, die sind sie noch 2 Runden immer gefahren. Und als er eigentlich auf seine Schnelle gehen wollte, hat ihm ja die ganze Hinterachse ist blockiert und das ist ja eigentlich unverschuldet wieder draussen gewesen. Weiss man überhaupt, wieso das blockiert hat? Ich glaube, offizielle Meldung habe ich nie gelesen, aber das muss technikbedingter Ausfall gewesen sein. 100 Pro. Ja, meine Vermutung liegt ja immer noch darauf, dass wahrscheinlich die Rückkopplung wie zu stark war, plus dann nachher noch mit der Bremse vielleicht zu weit hinten eingestellt hat, keine Ahnung. Aber wir müssen nicht darüber diskutieren, dass das irgendwie ein Fahrfehler von Max war, weil ich sage mal, die Fahrfehlerquote von Verstappen ist wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und ich weiß nicht, also das Qualifying, es hat mich einfach richtig angeschissen, das zu schauen. Und ich bin dann auch dementsprechend mit einer recht ernüchternden Haltung ins Rennen gegangen. Ich muss auch tatsächlich sagen, das Rennen war am Morgen um 5 Uhr, meinte ich. Und ich habe dann nachher den Wecker mir um 5 vor 5 gestellt. und dann bin ich eigentlich verwacht, das Handy genommen und geschaut. Und dann nachher, ich weiss nicht noch, ist so die Grid-Aufstellung gekommen. Und dann nachher sagt einfach so der Kommentator, so, ja, da Piastri, der startet ja nicht. Und ich so, wieso startet der nicht? Und ich so schnell auf Instagram gehen, da habe ich das Video gesehen, wie der Trottel abfliegt dort auf der Installation Lab. Aber anscheinend hat er ja nicht damit gerechnet, dass das Auto so viel Leistung hat auf dieser Installation Lab und darum ist er abgeflogen. Ja, ein richtig dummer Fehler schlussendlich. Das sollte nicht passieren. Und ja, dann ist es so eigentlich ins Rennen gegangen und dann haben wir das erste Mal eben so die neuen Autos gesehen in Rennaction. Und was rausgestochen ist natürlich schon Ferrari mit ihrem absoluten Blitzstart. Und dann dachte ich so, yes! Ferrari is back! Für die ersten 30 Minuten. Und dann war Ferrari auch back mit ihrer Strategie. Yes! Ferrari is back! Ich schwöre. Oh, so geil. Ja, es ist einfach, oh mein Gott, wie dumm kann man sein? Wirklich, wie dumm kann man sein? Du hast das 5 VSC, gut, das eine VSC war natürlich Pit Entry. Es war natürlich klar, dass die irgendwann zugeht, aber es ist auch relativ spät zugegangen, muss man an dieser Stelle sagen. Es sind ja, glaube ich, auch noch ein paar in die Box reingefahren, aber gleich, mein Gott, Ferrari, ey. 2022 Flashbacks wieder gehabt. Ich gehe ja mal davon aus, die machen ja mittlerweile, glaube ich, Seminare darum, wie man Strategien nicht machen soll. Weil anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Du hast 2 Autos, klar, du willst wahrscheinlich beide aus Nummer 1 darstellen. Du kannst ja nicht zum Beispiel Lewis Hamilton aus Nummer 2 abstempeln, wenn du jetzt jahrelang Leclerc aus Nummer 1 gehabt hast. Aber
Kollegen, also bitte im Sinne vom Racing, split doch die beschissene Strategie. Also, wenn willst du was erzählen? Das hat ja ich würde sagen, sogar mein 2,5-jähriger Neffe würde sagen, wieso stoppen die nicht? Da glaube ich auch im Fall. Also weißt du, ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man nach all diesen Jahren immer noch nicht fähig sein, das grosse Ganze anzuschauen? Oder in dem Sinne sogar das kleine, entscheidende, 100%ige. Ja, also weißt du, ich meine, eben, sie hätten ja wirklich können einfach splitten. Sie hätten ja wirklich nicht müssen beide rein, aber einer hätte sie können splitten, einfach, dass sie ein Auto ein bisschen vorne hatten zum Mitspielen. Ob sie am Ende vom Tag den Grand Prix gewonnen hätte, sei dahingestellt. Ich denke es nicht, weil Mercedes dann doch immer noch ein bisschen so die bessere Leistung hatte oder das bessere Auto an und für sich oder einfach auch der bessere Speed. Aber ich denke, sie hätten sich schon noch mal ein bisschen einen Vorteil verschaffen, aber ja, es ist einfach halt wieder traurig gewesen, zum Zuschauen. Und allgemein so der Grand Prix, also man hat halt einfach schon gemerkt, eben so die Overtakes, ja, es sind mehr Overtakes gewesen, also ich glaube es sind irgendwie 120 Overtakes über das Rennen rein verteilt. Irgendwie, ich habe irgendwie ein Bild gesehen, wo F1 postet hat, glaube das letzte Jahr jetzt irgendwie 40, 42, wie so etwas gewesen. Also es hat schon ein bisschen mehr gegeben, aber ja, ich meine eben die Overtakes. Es ist halt wirklich so das Jojo-Prinzip gewesen, wo ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Das Auto überholt, das Auto hat keine Batterie mehr, der andere, der überholt wurde, hat noch Batterie, auf der nächsten Gerade tut der überholen. Klar, wir haben coole Fights, ja, wir haben coole Überholmanöver hier und da gesehen, vor allem auch unter beiden Ferrari war es auf allem. Nein, am Anfang war es schon der Leclerc und der Russell. Die haben ja recht coole Fights gehabt, aber gleich, ja, es ist halt einfach nicht so das klassische Reindeifen und wer hat jetzt das gesagt? Irgendeiner hat gesagt, man braucht halt auch viel weniger Mut für einen Overtake. Weil man einfach irgendwie so, ja, ich weiss nicht, was für eine Speed-Differenz hat, von irgendwie so 25, 30 km/h. Und ja, ich weiß nicht. Also beim Zuschauen habe ich einfach so gemerkt, so, was ist das eigentlich? Also, mir hat es nicht abgeholt. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Argument, wie ich dir dann noch gesagt habe, von wegen, ich sehe uns zwei dort, wenn wir auf der Kartstrecke sind, wenn der eine schnellere Karte hat, wo er einfach vom Gaspedal geht und man sich gegenseitig so überholt. Also so wie das letzte Mal. Genau, so wie das letzte Mal. Genau so sehe ich das im Moment. Es ist so tragisch, wie es tönt, aber das Auto macht in meinen Augen ca. 80-85% aus. Es ist nicht der Fahrer, der den ausschlaggebenden Faktor gibt, ob du jetzt dann am Ende die paar Zehntel mehr rausholst gegenüber einem anderen Team, das jetzt viel besser unterwegs ist als du, zum Beispiel Max Verstappen letztes Jahr mit dem Red Bull gegenüber den McLarens, hat er ganz klar den Unterschied gemacht. Man sieht es auch klar in den Qualifyings, weil Teamkollegen sind alle immer beieinander gewesen, vor allem in Australien, wenn du es mal genauer anschaust, also eigentlich fast alle immer in der gleichen Tendenz. Und das ist so, das macht mich traurig, weil der Motorsport sollte ja auch davon leben, dass der Fahrer das gewisse etwas noch ausmachen kann. Klar, wenn du jetzt ein Defizit von 3 Sekunden hast, ich verlange auch nicht, dass der nachher den Spitzen angreift, weil er so ein überkrasser Fahrer ist, aber wie willst du doch wirklich noch etwas rausholen, wenn du nicht einmal imstande bist, im Rennen dank der Fahrzeuge die Lücke zu schliessen? Am Ende sind es von Mercedes auf Ferrari 15 Sekunden gesehen. Ich glaube zwar immer noch, es wäre wahrscheinlich spannend geblieben bis am Schluss, aber einfach dem geschuldet, dass die zwei Teams sich einfach die ganze gegenseitig die Batterie hin und her um den Kopf getatscht hätten. Ja, hat schon etwas. Und es ist halt schon so, dass, also, eben, wo du jetzt gerade gesagt hast mit dem Qualifying, dass die Teams immer so benannt sind, ist eigentlich wirklich krass. Also denkst der Russell, ich denke auch Hadjar und Verstappen, also weißt du, so Red Bull, die wären wahrscheinlich auch beieinander gewesen, denke ich jetzt mal. Ferrari ist einfach gesplittet worden durch beide McLaren, und nachher Racing Bulls, dann beide Audi zusammen, beide Haas zusammen, nachher Alpine ist gesplittet worden von einem Williams. Ist eigentlich schon krass. Ist eigentlich wirklich schon krass. Und einfach noch der Fun Fact, dass wir jetzt 22 Autos am Grid haben, aber noch kein Rennen gesehen mit 22 Autos am Grid.
Das ist halt eine andere Sache. Und das ist eben auch da, weißt du, wir lachen jetzt darüber. Das ist eigentlich das Traurige. Wir lachen über etwas, was ja eigentlich richtig geil ist. Wir haben 22 Autos wieder am Start. Etwas, was ich seit Jahren vermisst habe, dass wir über 20 Autos haben. Ich wünsche mir ja schon lange 24 Autos eigentlich wieder, weil das ist für mich eigentlich, sage ich es mal so, für einen Grid die perfekte Zahl. Aber wir haben es bis jetzt leider noch nie erlebt. Und darum, ja, es ist einfach das ganze Motorzeug, eben, es ist so eine traurige Geschichte und wir haben es so oft schon erwähnt. Aber einfach, dass die Batterie so fest in den Fokus hineingestellt wurde, ist bei dieser Generation ist einfach so ein grosser Fehlentscheid gewesen, den wir machen können. Klar, man muss natürlich das noch berücksichtigen, dass wo das Motorreglement in Entwicklung gekommen ist das natürlich auch nochmal eine andere Welt gewesen. Man hat halt schon mehr mit dem Hybrid-Elektrozeug, das im Kommen war, schon mal verstärkt. Hat man da natürlich nachziehen oder hat auch ein bisschen pioniermäßig etwas machen. Und jetzt ist halt der Trend schon wieder ein bisschen anders. Ich meine, wenn du auf die Autoindustrie schaust, viele Autohersteller produzieren ja eigentlich nur noch, also nein, nicht nur noch, aber sie produzieren vermehrt wieder Verbrenner. Fokus ist auch mehr auf das ganze synthetische Benzin. Die Formel 1 fährt ja inzwischen ja auf synthetischem Benzin, also eigentlich E-Fuel jetzt, das ist ja die erste Saison. Heisst eigentlich, da, wo hin aus dem Topf rauskommt, ist sozusagen schon mal in der Umwelt gewesen und ist eigentlich CO2-neutral so gesehen. Und darum, ich verstehe es irgendwo, dass man da mal den Aspekt gewählt hat. Verstehe es aber wiederum nicht, dass man halt, wo man gemerkt hat, so, oh Scheiße, der Motor ist Kacke, den wir hier entwickeln, dass sie nicht einfach gesagt hat, hey, also wir müssen alles irgendwie reinstampfen wieder oder sagen, hey, wir brechen das ab, wir machen etwas Neues wieder, etwas Einfacheres, weil, sind wir ehrlich, im V8, V10, V12 Motor, was auch immer, es geht nicht nur per se um den Motorsound. Klar, der Motorsound ist natürlich auch, sage ich mal, für uns eingefleischte Motorsport-Fans. Und da kriege ich auch wieder das Kotzen über. Sorry, wenn ich auf Instagram und TikToks Video gesehen Sounds like hell, die huren Scheißmotoren, wie sie dort mit 10 Jahren aufheulen, dass sie ihre Batterie geladen bekommen, dass sie können auf der Start-Zielgerade losziehen können. Dann denke ich mir so, Kollege, lass mal einen V10-Motor, der weißt wie toll tönt. Also das ist auch so etwas, das sind einfach so wieder die, also wirklich nichts, wenn jetzt du einen Formel 1 wegen Netflix kennengelernt hast und du jetzt hauptsächlich so Netflix-Fanboy bist, also nicht persönlich, aber manchmal die Leute, also ich könnte sie klatschen, wirklich. Es tut mir leid, ich könnte sie klatschen. Was dort posten wird. Und ich hoffe ja schon seit Ewigkeiten, dass Formel 1 endlich einmal, was der ganze Boom, den sie hat oder haben, dass der mal einbricht und einfach mal der Hype abklingt. Und es tut mir leid, also ich finde es auch nicht geil, dass im Nahen Osten Krieg ist, aber ich finde es gut, dass 2 Rennen jetzt abgesagt worden sind. Ich hoffe auch, dass durch da vielleicht die Popularität ein bisschen zurückgeht, dass man keine Alternativrennen sucht jetzt wegen dem, weil Mindestanzahl Rennen noch nicht unterschritten worden ist. Und ich hoffe einfach, dass der Hype mal wieder zurückkommt, weil Simi, du weißt es ja, du schaust die Formel 1 ja auch schon seit so lang. Und ich sage jetzt nicht, dass die Formel 1 irgendwie so eine Nische war an Sport, das ist sicher nicht gewesen. Aber es ist einfach anders gewesen. Die Leute, die, sag ich jetzt mal, die Formel 1 geschaut haben, die haben das überwiegend geschaut, weil sie einfach viel Passion für den Motorsport hatten, für die Fahrer, für auch Technik natürlich. Das war auch sehr spannend dort. Das ist ja, die Formel 1 war ja eigentlich auch immer ein bisschen pioniermäßig unterwegs gewesen, was Motoren und alles anbelangt. Aber das, was jetzt halt einfach seit 2018 vor allem reingekommen ist halt einfach nur pure Show und Hype und alles zum Kotzen. Es ist wirklich, so wie du sagst, ich mache da ganze Sache jetzt auch schon 20 Jahre mit. Also ich bin ja schon eingefleischt seit klein auf den Sport. Und mehrheitlich ist schon früher gesehen, noch zusätzlich zu deiner Ergänzung, der Vater oder der Grossvater hat Abend geschaut und du bist ja dann mit in die Bubble reingekommen. Ja, genau. Und es ist ja wirklich so, dadurch, dass das Social Media damals auch noch nicht rum war, ist es wie so die kleine Welt gewesen, der Formel 1. Du hast vielleicht so in der Schule hast vielleicht so 2, 3 Kumpels gehabt, die es auch geschaut haben. Und dann hast du von der Formel 1 geredet und alle haben gesagt, Formel 1, was ist das langweilig? Schaust du ein paar Autos zu, wie sie im Kreis fahren? Voll. Dann haben wir gesagt, ja, ich schaue denen zu, wie sie im Kreis fahren. Aber es löst in mir etwas aus, es löst Freude in mir aus, das Kompetitive, wie sie einfach so richtig schnell sind, laut sind, das Limit gehen, gegenseitig fast in die Wand reindrücken. Das Schumi Barrichello, Ungarn 2010 zum Beispiel, brutal gefährlich, aber das hat es ausgemacht. Und da hast du noch ein bisschen von früher mitbekommen, das sind richtige Männer gewesen. Also sorry,
Also, wirklich, die haben sich null gescheit sagen, was sie gerade denken. Dann haben sich auch gegenseitig vielleicht mal ins Gewätscht, haben vielleicht auch mal eine Ziege geraucht oder ein Bier gesoffen. Da ist mir jetzt dahingestellt, ob das richtig ist oder nicht. Und heute hast du das alles nicht mehr. Die soziale Welt hat das so verhunzt und Leute reingebracht, die eigentlich gar kein grosses Interesse wirklich an dem Sport haben, sondern auch grösstenteils irgendwo einen Profit daraus machen wollen. Sei es in Form von Influencer oder Memes oder einfach nur seine Meinung posten. Aber frag mal einen, hat der wirklich Formel 1 schauen vor 2018? Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nicht. Ja, das ist ja so. Also, da geht auch gerade mal dicke Ansage an Red Bull und so raus. Was ihr für Influencer also Rennen einladet, Mann, habt ihr eigentlich schon mal Glück gehabt, was die so für Content posten? Ladet mal besser den Simi und mich ein. Also, wir sind von dieser Materie. Wir wissen auch immerhin, was wir dort noch davon reden. Nein, also, aber nein, es ist einfach so eine traurige Geschichte geworden. Und eben, wie du gesagt hast, es wird überwiegend schlussendlich geht es immer ums Geld. Ich meine, mein Gott, der Ecclestone war ja auch kein Heiliger gewesen, was das anbelangt. Also, der hat einfach das Geld bei sich reingesteckt. Weißt, der hat es einfach genommen für sich selber und hat geschaut, dass der Sport irgendwie so am Leben bleibt. So hat es manchmal ein bisschen gewirkt. Ja, aber sind wir auch ehrlich, er hat ja gesagt, Motorsport ist dangerous und schlussendlich ist das ein Fakt. Und ich sage ja nicht, dass wenn du in die Wand reinfährst, musst du sterben. Überhaupt nicht. Ich finde, die Sicherheit der Formel 1 ist sehr gut geworden und es ist auch wichtig, dass die Sicherheit sich so entwickelt hat. Aber auch eben da, wo du auch angesprochen hast, mit eben was man hat einfach gedacht oder wenn du einfach gesagt hast, was man gedacht hat. Eben, heute kriegst du musst gerade eine Strafe zahlen, wenn du nur fluchst. Oder irgendwie in der FIA-Pressekonferenz irgendwie sagst, so, ja, das ist irgendwie, ich weiss nicht was, für ein Arschloch oder whatever. Und früher haben die einfach das gesagt, was sie wollen sagen und es hat einfach es ist nichts passiert. Und dann denke ich mir einfach auch so, gehst eben so auf F1, auf Instagram und dann siehst du F1 Kids und mit diesen Animationen und dann krieg ich schon wieder Kopf, wenn ich das nochmal wieder oder wenn ich mal daran denke. Und dann nachher frage ich mich auch, ja, wieso nehmt ihr Kommentarfunktion raus bei F1 Kids? Da finde ich dann schon noch spannend, weil es echt ein bisschen viel Hate gibt, wieso dass man das macht, weil es unnötig ist. Auch das mit der Collaboration jetzt mit Disney, also mit Mickey Mouse Zeug und Formel 1 und nein, da habe ich ja dort gerade so das GIF reingeschickt, irgendwie so 2500 Likes drauf bekommen, weil einfach jeder genau das, also sage jetzt nicht gerade jeder, aber viele das genau gleich sehen. Und nein, ich wünsche mir einfach den alten Sport zurück, es tut mir leid. Und eben, die wirklich sich für den Sport interessieren, mit Benzin im Blut dabei sind und allem drum und dran, die dürfen auch gerne weiterhin dabei sein. Also ich will jetzt nicht sagen, wer der Flug und wer nicht, überhaupt nicht. Aber es geht mir einfach darum, es sind so viele Leute dabei, die einfach null Ahnung haben von dem Sport und einfach nur wegen dieser scheiß Netflix-Doku so in diesem Hype drin sind und einfach sich reinziehen. Klar, ich habe Netflix-Doku angeschaut, ich habe auch die letzte Staffel geschaut, aber ich muss einfach auch wieder sagen, so, ja, sie ist nicht gut. Oder es ist auch nicht mehr als überwältigend oder so. Du musst sagen, es ist eine gute Staffel. Ich glaube, die allererste Staffel war noch wirklich okay gewesen. Die war noch gut gewesen. Aber nachher ist es einfach nur noch eine Shitshow geworden. Absolute Shitshow. Ich glaube, du hast sie gar nicht geschaut, gell? Ich schaue sie, aber ich schaue sie so sporadisch. Ich habe jetzt mal die erste Folge von dieser Saison geschaut. Ich habe sie, glaube ich, knapp fertig geschaut und den Rest habe ich noch nicht mal angeschaut. Also das wird irgendwann im Sommer, wenn ich ein Sommerloch habe, schaue ich das wahrscheinlich einfach an. Okay. Ja, du hast mich noch gefragt und dann habe ich gesagt, ja, es ist wenn du ein bisschen Zeit verbröteln, dann schau sie an. Aber ja. Nein, eben, also jetzt sind wir ein bisschen... Wir sind ein bisschen weit abgeschrieben. Jetzt haben wir weit ausgeholt. Ja, haben wir wirklich ein bisschen ausgeholt, ja. Also, wir kommen wieder zurück auf Australien, auf Down Under. Schlussendlich, Russell hat gewonnen vor dem Kimi Antonelli und der Charles Leclerc, der frisch verheiratet auf Australien kam, der ist jetzt Dritter geworden. Hat Ferrari in Australien auch schon ein Battle gehabt? Ich weiß gar nicht mehr miteinander. Ich glaube schon, oder? Nicht so wie in China. Der Lewis ist gegen Schluss immer schneller geworden und ist näher gekommen. Aber ich glaube, zu einem richtig harten Zweikampf ist es zwischen den zwei gar nicht gekommen. Ich könnte mich auch korrigieren, falls ich es vergessen habe, weil
Ja, schnell wieder alles vergessen, was da in Australien passiert ist. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich weiß nicht mehr alles. Ja, ich weiß es eben auch nicht. Also, einerseits war es früh am Morgen, wir sind nicht auch noch nicht so arbeiten. Und andererseits eben, also das Rennen ist jetzt wirklich nicht so, ja, nicht so der Wahnsinn gewesen. Ich denke, das Einzige, was man kann wirklich erwähnen kann, ist Verstappen, der ja wirklich von ganz hinten auf Platz 6 vorgekommen ist. Also, ich glaube, so hat er dann schon noch einmal gezeigt, dass er auch das Talent hat, um die Autos zu bewegen. Aber ja, sonst Audi mit einem Punkt. Ja, ich denke auch ein bisschen, wahrscheinlich doch ein bisschen Glück, weil ja Piastri abgeflogen ist, Hadjar auch DNF hat. Ja, weiter hinten müssen wir gar nicht groß erwähnen. Was einfach noch geil war, Aston Martin, der rausgegangen ist, dann denken sie so, ja, wir kommen wieder raus, dann wieder rein und dann wieder raus, so die ganze Zeit. Und ja, die haben einfach ein bisschen Testkilometer gesammelt, schlussendlich, aber mehr war es auch nicht gewesen. Eine Sache, die wir da auch noch vielleicht schon reinrühren, das ist mir noch geblieben vom Rennen, das ist beim Start ja vor allem gesehen, ich meinte, der Colapinto, der im letzten Augenblick dort noch ausgewichen ist mit einem riesen Reflex. Ja, also, beim Liam, ja, weil der fast stehen geblieben ist, genau. Also da absolute Props an den argentinischen Fahrer, die so auszuweichen, das ist, ich hätte gedacht, das scheppert, wenn ich die Onboard gesehen habe. Also, boah, also, das ist echt bemerkenswert. Das ist wirklich, also geiler Reflex vor allem, wirklich krass. Auch die Aufnahme, die Slow-Mo-Aufnahme war richtig geil gewesen. Darum, also auch wirklich dicke Props an dieser Stelle, aber keine dicke Props an die argentinischen Fans, die nach China gemeint haben, sie müssen im Ocon Todesnachrichten oder Todesdrohungen stecken. Also die Fans sind einfach too much, man. Auch dort, wo der Duen gewechselt wurde gegen den Colapinto und dann nachher der Colapinto in Imola abgeflogen ist, haben ja ein paar argentinische Fans gemeint, sie müssen jetzt da im Duen sein Vater so sein Instagram kopieren und so wie ein Fake-Post veröffentlichen, dass er so schreibt, so, ja, viel Glück mit dem Colapinto und dass viele argentinische Fans ja, hässig werden und ihm auch dann Morddrohungen schicken. Also, sorry, die Fans sind einfach wirklich dumm. Die sind wirklich viel, die gehen viel zu weit. Sorry, das sind keine Fans, sind wir mal ehrlich. Also, das sind einfach nur da ist einfach nur der Patriotismus, der dahinter ist. Und sie denken sich, da ist ein Fahrer von unserem Land in einem Sport, wo unser Land nicht so vertreten ist, wir schauen es zu und wenn irgendetwas mit dem nicht gut ist, dann gehen wir Morddrohungen oder so Sachen machen. Und das ist einfach krank. Ja. Also weißt, ich sag's ehrlich, ich tue ja in meinem eigenen Stübli auch manchmal beleidigen und Zeug und Sachen sagen, die vielleicht nicht immer gerade in der Öffentlichkeit gelten, aber ich gehe jetzt nicht raus und gehe einen drohen, dass ich ihn ermorden. Ja, nur weil er ein Fahrer, der aus meinem gleichen Land rauskommt, ja getutscht hat. Und sogar noch am Funk gesagt hat, das sei mein Fehler gewesen. So dumm. Verstehe ich nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich auch nicht. Naja, aber ich denke, das war soweit eigentlich Australien gewesen. Oder ist irgendetwas erwähnenswert gewesen? Ich schaue noch ganz schnell die Highlights durch. Wir können vielleicht noch ganz schnell auf Cadillac schauen. Scheinen ja nicht mal so schlecht sein, wie ich es erwartet habe. Es leicht mal vor Aston Martin. Ja gut, aber man muss sagen, der Cadillac hat ja natürlich einen Ferrari-Motor drin und der Ferrari-Motor sieht so schon ziemlich zuverlässig aus, muss man sagen. Also der ist ja auch scheinbar haben sie ja in der ersten paar Wochen immer noch den gleichen Motor drin gehabt wie in Barcelona. Er hat ja irgendwie über 600, stimmt, nein 400, über 600 Runden drauf gehabt, wo sie das erste Mal gewechselt haben. Also von dem her ist jetzt so unerwartet gewesen, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen von der Zuverlässigkeit gut durchkommen. Gut, eben, Bottas ist schlussendlich hat ja gleich einen DNF gemacht. Aber ich glaube, sie haben relativ viele Hydraulikprobleme und Telemetrieprobleme. Ja, das ist die andere Seite. Ja. 2 Sachen habe ich noch, da kann man noch schnell drauf eingehen. Und zwar haben wir ja noch den Gasly gegen Ocon. Also die neue Formel 1 in dem Sinn bringt die Rivalität zwischen den beiden wieder zurück. Ich finde das richtig witzig, wie die gegenseitig auf der Strecke immer noch Saures geben. Du merkst richtig, wie verbittert beide sind, der andere immer wollen zu besiegen, so wenig Raum wie möglich zu lassen. Das ist etwas vom wenigsten, wo ich noch gesagt habe, okay, I like that. In Australien. Eins von den wenigen Sachen.
Ja, also für die das vielleicht nicht checken, wieso dass sich die überhaupt nicht gut verstehen, ist glaube ich hauptsächlich, weil der Ocon, glaube ich, eine Freundin gehabt, die nachher im Gassi seine Freundin geworden ist oder umgekehrt, irgendwie so etwas. Es geht auch um eine Frau, schlussendlich noch. Und darum verstehen sich die beiden nicht so wahnsinnig gut. Frau und Jugendzeit. Genau. Also es ist nicht irgendwie, es ist gerade irgendwie vor 2-3 Tagen passiert, so, das ist schon länger her, genau. Und das Letzte, was ich jetzt einfach noch muss sagen, weil wir haben das in dieser Form gar noch nicht gesagt, eben zum jetzigen Formel 1 noch, die Überholmanöver, die sind ja alle schön und gut. Die sehen auch spektakulär aus. Also, ich verstehe, dass einige sagen, wow, das sieht richtig cool aus von aussen. Aber am Ende des Tages ist es einfach künstliches Racing. Und künstliches Racing hat in meinen Augen nichts unter der Kategorie Motorsport zu suchen. Das kritisiere ich eigentlich auch schon seit Jahren bei der Formel E als Beispiel, weil dort hast du auch kein Real Racing in dem Sinn. Aber das ist eigentlich schon seitdem sie irgendwie Gen 3 oder glaube ich Gen 2 Zeiten so ist. Und wenn das jetzt der Trend auch wird in der Formel 1, dann glaube ich aber auch, dass über kurz oder lang der Hype-Drop, den du dir erhoffst, wirklich auch kommen wird. Ja, ich habe irgendwo in einem. Wer ist jetzt das gewesen? Ich weiß aber nicht mehr, welche Printmedien. Irgendwo habe ich gelesen, dass das jetzt der Anfang vom Ende ist von dem Formel 1 Boom. Und ich hoffe es so sehr. Also wirklich. Ich hoffe es so sehr. Es wäre so schön, wenn einfach mal das Ganze wieder abflacht, wenn Netflix keine neuen Dokus macht, wenn einfach ich wieder meinen Sport habe oder wir wieder unseren Sport haben, wo wir können gemütlich am Sonntag schauen, geiles Racing sehen, Leute und Fahrer und alles drum und dran, die einfach immer möchten am Limit fahren. Gut, für das müsste man auch die richtigen Motoren haben, dass man am Limit fahren könnte. Aber das ist halt dann wieder etwas anderes, also das andere Thema. Ich sage immer noch, Chassis, das wir jetzt haben, das Formel 1 Autos Chassis, finde ich geil. Auch Active Aero, ob man es mag oder nicht, ich finde es eigentlich eine recht coole Alternative zum DRS. Aber ich finde die Autos von der Form her, von der Größe her und das, finde ich es eigentlich recht gut, weil es hat nicht so viel Aero, aber es hat gleich noch ein bisschen Abtrieb, was du generieren, dass man wirklich gut unterwegs ist. Ich finde halt auch persönlich, man sollte es so machen wie 2000 und wenn es im V8 Motoren kommt, 2008 oder 2007. Warte, lass mich lügen. Es hat einen Wechsel sogar 2005. Ich meine. Boah. Das war sogar noch früher, ich weiß gar nicht mehr. Also Ja. 2009 ist ja dann, nein, 2009 sind V8-Motoren gekommen mit Kers. Da hat es ja die Batterie das erste Mal gegeben. Und ich finde eigentlich, das vom Prinzip her, finde ich das ziemlich geil. Der hast eigentlich auch so einen Boost-Modus gehabt, also einen Boost-Knopf, den du hast drücken für, wie viel sind es gewesen? 20 Sekunden etwa? 14 Sekunden, irgendwie so etwas. Ja, irgendwo in diesem Bereich. Es war 2006 übrigens. 2006, okay. Und das habe ich eigentlich eine recht wirklich coole Ära gefunden. Das ist eben so 2006, wo sie die V8 können, aber dort ist es noch nicht ohne Kers. Das ist 2009 gekommen, bis 2013. Und das habe ich eigentlich eine coole Geschichte gefunden, weil du hast eben so die Batterie gehabt, die du hast müssen laden. Durchs Bremsen ist die überwiegend geladen worden. Und danach hast du einfach einen Boost-Knopf gehabt, eben eine gewisse Anzahl an Sekunden pro Runde, wo du das hast können verwenden und hast können das einsetzen zum Defenden oder zum Overtake machen. Und dann ist halt eben dort noch ein neues DRS auch dazugekommen. Ist das 2009 gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr, oder ist es später gekommen? Das DRS? Das DRS ist, glaube ich, erst 2012 gekommen, oder nicht? 2011. Ja, dort hast du ja noch auf der Qualifying Lab hast du immer den Flügel immer flach stellen. Das weiss ich sogar noch. Das war so witzig, so wild. Einfach überall hast du machen. Da hat es ja noch keine Zonen gegeben, das ist später gekommen. Ja, es ist auch, dort ist es viel geiler gewesen. Also der Motor so ist, und wir müssen auch ehrlich sagen, der Motor, wie er jetzt ist, er ist zwar schon günstiger als das, was vorher war noch mit der MGUK. Aber er ist immer noch viel teurer als ein V8-Mocken mit einer Batterie dazu oder mit so einem Kehrssystem dazu, oder ein V10 oder V12. Das wäre viel günstiger zum Produzieren. Das wäre auch für andere Teams oder für neue Teams immer noch viel, viel lukrativer. Ja, ich habe gelesen, dass BYD auch reinkommt. Und dann denke ich mir so, Kollege, BYD macht ja nur Elektro, aber wenn die im Formelsport oder im Formel 1 Sport müssen ja noch Verbrennererfahrung sammeln zuerst mal.
Aber ja, nein, es ist einfach, ich hoffe einfach, dass es mal in die Richtung geht. Es ist jetzt nach China ist ja auch ein so ein Meeting von der Formel 1, wo sie so die neue Ära jetzt mal so ein bisschen anschauen, wie jetzt das übergekommen ist und wie das so funktioniert hat und so. Aber ich denke, jetzt werden das nicht gross etwas ändern. Sie werden wahrscheinlich hauptsächlich etwas beim Startprozedere ändern, weil das ist ja schon auch ein bisschen traurig zum Zuschauen. Aber ja, nein, also für mich müsste es einfach den Motor rausropfen. Das Chassis können es von mir aus lassen, das Chassis an und für sich ist ja nicht schlecht, aber der Motor, der müsste etwas ändern. Ich hoffe immer noch schwer auf 2028, dass es wieder einen Motorwechsel gibt, weil das Reglement einfach floppt. Also, dann gehen wir jetzt endlich mal auf China über oder nach China. Und das war ja das erste Sprintwochenende, wo einerseits mal Oscar Piastri mitfahren durfte. Im Rennen hat es dann aber auch schon wieder aufgehört. Und ja, den Sprint habe ich nicht geschaut, weil der war nämlich irgendwie am Morgen um 3 oder so. Ich habe dann einfach das Replay geschaut. Und ja, also ich muss auch kurz schauen. Ich weiß nicht einmal mehr, was für eine Reihenfolge war. Russell hat gewonnen vor beiden Ferrari. Ist das die, wo der Antonelli so einen grottenschlechten Start hatte, gell? Ja, und hintergefallen ist? Der hat noch sein Rencontre im Moment mit dem Lindblad während dem Sprint. Ah ja, stimmt. Danach hat er noch 10 Sekunden Penalty bekommen für das. Ja, Sprint ist halt Sprint. Ich weiss nicht, du bist ja auch nicht kein Fan vom Sprint, oder? Nein, ich bin schon von Anfang an dagegen gesehen, wo es immer wieder geheißen hat, jetzt kommen da plötzlich noch mehr Sprints. Ich denke, Leute, also irgendwo soll Qualität sein und nicht Quantität. Aber scheint sieht das Formel 1 anders. Ich warte eigentlich nur darauf, dass sie den Move machen wie der MotoGP und jedem Rennwochen einen Sprint reinfetzen. Ich glaube, da wird auch irgendwann kommen, wenn sie so weit machen. Aber ja. Gut, sei dahingestellt. Schönes Racing. Bei uns zum Glück kommt noch Reverse Grid. Ja, da hätte ich aber auch noch einiges einzuwenden, wenn das wirklich kommen sollte. Also. Man kann auch alles verkünstlichen, wenn man will. Weißt du, man kann auch, wenn man will, in Monaco Reverse Grid machen und dann kannst du im langsamsten Fahrer aller Zeiten auch sagen, oh wow, schau, wir schenken dir einen Sieg, nimm ihn doch. Es bietet schönes Racing, aber im Endeffekt, es ist halt einfach eine Session, wo ein bisschen Renn-Action rum ist. Wenn du vor Ort bist, wie ich es jetzt, glaube ich, das letzte Jahr in Spa hatte, das war, meinte ich, auch ein Sprint, bin mir aber gar nicht mehr so sicher, ja. Ist cool, du hast nicht nur Free Practice, du hast auch mal etwas anderes, aber sind wir mal ehrlich, ein Sprint ist nur dazu da, dass die ein bisschen rumfahren, ihr Auto so gut wie möglich aus Kollisionen rausheben, damit sie nachher fürs Hauptqualifying wieder ready sind. Richtig aggressives Racing in dem Sinn habe ich bis jetzt sehr selten gesehen, vielleicht mal in Brasilien am Ende von einer Saison. Aber ansonsten, der grosse Mehrwert und das ganz grosse Spektakel, das man sich von den Sprints erhofft, das wirst du nie haben. Kannst du mir glauben, das wird einfach nie kommen. Nein, also auch Teams nicht dumm sind, schlussendlich. Also die wissen ja, was auf dem Spiel steht. Ich meine, wieso soll ich mir den Arsch aufreißen für ein Rennen, wo ich maximal 8 Punkte holen kann und im Hauptrennen kann ich 25 Punkte holen? Also da würde ich auch kein Risiko eingehen. Und ja, es ist. Ich finde, den Sprint finde ich einfach auch seit und finde ich einfach nicht gut. Klar für Leute, das sind wir bei den Netflix-Leuten, die finden das natürlich geil, mehr Racing, mehr Action und alles. Eben, muss einfach eine geile Show sein wieder. Aber es hat nichts mit so wirklich das Motorracing zu tun, wo wir eigentlich eben so alle ein bisschen lieben oder sagen wir mal, wo wir lieben. Und das ist halt einfach schade. Und ja, klar, ich meine jetzt für mich, ich bin ja nicht Fan von einem Team, aber ich gönne es einfach Ferrari, dass sie mal wieder etwas rein. Ich sehe es natürlich schon gerne, wenn Ferrari vorne kann mitkämpfen und da Platz 2 und 3 holt. Aber ja, eben wie gesagt, es ist ein Sprint, es ist nicht das Hauptrennen. Das Hauptrennen an sich hat es eben einen Tag später gegeben und dort, ich muss ehrlich sagen, ich habe es angelassen, das Rennen ist um 8 Uhr losgegangen. Ich habe den Wecker um 5 vor 8 Uhr gestellt am Sonntagmorgen. Also, immer stabile 5 Minuten gibst du dir. Wirklich. Wow. Wichtig ist, dass ich das Intro gesehen habe, weißt du? Nein, aber ich habe es angelassen, das Rennen, beziehungsweise das Rennen ist losgegangen.
Ja, beziehungsweise, nein, das erste Mal habe ich gesehen, dass hinten irgendwie hure viele Autos fehlen und vorher fehlen irgendwie 2 orangige Autos. Das ist ja auch wieder das, was so traurig ist. Das ist einfach wieder gefühlt nicht losgefahren an Autos, weil einfach wieder alle technische Defekte hatten. Also man muss sich eben das überlegen, Oscar Piastri 0 Kilometer in einem GP gemacht bis jetzt. Das ist auch so komplett krank. Der Typ hat letztes Jahr noch um die WM gefightet, jetzt hat er noch keinen einzigen Kilometer gemacht. Und er hat selber in einem Interview gesagt, es ist schon eine Weile her, wo er mal 2 Formel-1-Rennen zugeschaut hat oder mitgeschaut hat. Die Aussage sagt ja auch schon relativ viel aus. Und ja, also der Start ist ja jetzt eigentlich, glaube ich, so wahnsinnig geil gewesen, auch Ferrari, wo der Führer geschossen ist, weil sie es einfach können mit dem kleinen Turbolader, den sie haben. Und ja, ja, es ist halt dann nachher einfach losgegangen und es hat dann, spannend ist eigentlich, oder lustig oder unterhaltsam ist es wirklich erst geworden, wo eigentlich beide Ferrari ein bisschen miteinander gefightet haben oder aneinander geraten sind. Man hätte jetzt halt einfach können sagen, so, ja, Ferrari muss das sein, oder ja, Ferrari, wenn ihr nicht mal etwas machen, oder ja, Ferrari, wieso machen ihr das? Also, unterhaltsam ist es wirklich gewesen. Ich glaube, auch der Leclerc hat es recht geil gefunden, weil er hat ja am Funk rausgehauen mit so, ja, es macht schon ziemlich Spass, so zu fighten. Was mich persönlich natürlich einfach schon recht erfreut, ist, dass der Hamilton relativ gut Schlag kommt mit dem Auto, beziehungsweise mit dieser Generation wieder. Ich weiss, du bist kein britischer Fan, muss fast schon mal auf eine Nation rausziehen. Weil nur Hamilton rein lange ja nicht. Aber er kommt schon mit dem Auto besser zu Schlag, weil ich glaube, so einfach die Ground Floor Ära hat ihm einfach, also die ist ihm komplett nicht gelegen. Ja, es mag schon sein. Ja, also. Ich weiss schon, du wolltest dich gar nicht gross dazu äußern. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Leclerc der bessere Fahrer ist von beiden. Ah ja, definitiv. Darum ich bin gespannt, wie das sein wird. Ich glaube auch China ist eher so eine Paradestrecke jetzt vom Lewis. Hat er auch schon letztes Jahr in China ist er ziemlich gut unterwegs gewesen. Wir müssen noch mal darüber reden, wenn das so ein bisschen die Hälfte von der Saison durch ist. Dann schauen wir noch mal, ob die Generation ihm wirklich liegt. Aber es hat wirklich den Anschein, als wäre das wieder ein Auto, das im Lewis persönlich besser liegt. Und wenn Ferrari wieder 2 Fahrer hat, die vorne auch ein bisschen umärgern können, dann ist das umso besser für das Scuderia Ferrari-Team. Ja, was sicher für Ferrari immer gut war, ist, dass er mal aufs Podium gefahren ist in einem Grand Prix, weil das hat er letztes Jahr nie geschafft. Das ist eigentlich auch so krass, man. Weißt du, hast den Fahrer, der 7 Mal die WM-Titel gewonnen hat und ja, dein Lachen genau gehört im Hintergrund. Aber das ist ein Running Gag, ich bringe den immer. Und dann nachher holt er im 2025 nie ein Podium. Und das ist eigentlich schon frustrierend, eigentlich, muss man sagen. Klar, das Auto hat er nicht mitentwickelt oder hat er auch nicht so seine Philosophie drin gehabt, aber gleich, der Leclerc ist im Herd um die Ohren gefahren. Und ja, also von dem her mal schön, dass er es jetzt auch mal geschafft hat. Und ja, eben zum Rennen an sich, ich glaube, sonst ist das eigentlich so ein bisschen das Einzige, was so ein bisschen spannend war dort. Also klar, man muss natürlich schon das erwähnen, dass der Kimi Antonelli der ist, wo der jüngste Pulssitter, den es je gegeben hat, glaube ich auch. Ist es gewesen? Mal. Der jüngste Pole, aber der zweitjüngste Gewinner von einem Grand Prix. Der jüngste ist ja der Verstappen, ja, aber das wird genau, nie holen. Genau. So ist es, glaube ich, gewesen. Und also, ich meine, im Kimi gönne ich es richtig. Auf dem Podium einfach Kimi rein können, aber egal. Und ihm gönne ich es wirklich, weil ich glaube schon, dass er viel Potenzial hat für die Formel 1. Ich glaube so, dass er mal gut wird um eine WM können fighten. Ob es jetzt das Jahr wird sein, sei dahingestellt. Ich denke es eher weniger, weil da fehlt ihm doch noch die Erfahrung. Aber ich glaube, vielleicht mal so in 2-3 Jahren, wer weiß, könnte vielleicht schon etwas reisen, wenn dann natürlich das Auto noch gut ist und Mercedes als tiptop ist. Aber ich habe mich schon gefreut für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ihn schon recht gut. Ja, der sympathische, kleine italienische Peter Parker. Peter Parker. Er sieht halt wirklich schon Peter Parker aus. Alter. Ja, musst du mal drauf achten. Ja, super sympathisch. Also, der Kimi macht Bock zum Zuschauen. Klar, er hat seine Momente, hätte Verstappen in seinen jungen Jahren auch gehabt. Der muss da rein, der muss die Rohcontest, die Kollisionen muss er mitnehmen, aus denen lernt er. Aus dem kann er noch stärker werden. Er wird durch das Material bedingt dieses Jahr sehr wahrscheinlich können
den Vizetitel reinnehmen, weil, wie du sagst, die Erfahrung wird ihm fehlen gegen George Russell. Vielleicht schauen wir in einem halben Jahr zurück und denken, boah, jetzt ist ihm plötzlich der Knopf aufgegangen und er fährt plötzlich mit dem Russell richtig gut mit, aber ich glaube es eher nicht. Und ja, also ein Mann für die Zukunft. Und das Besondere ist ja, es ist ja fast auf den Tag genau 20 Jahre her gewesen, dass ein Italiener das letzte Mal in der Formel 1 gewonnen hat. Giancarlo Fisichella, Malaysia 06. Das ist so crazy. Fast 20 Jahre auf den Tag genau. Auf 3 Tage. 3 Tage haben gefehlt. Und es wären genau 20 Jahre gewesen. Also die Geschichte, die der Sport manchmal schreibt, das ist so faszinierend. Das ist wirklich krass. Und er ist ja, glaube ich, irgendwie nur... Er ist, glaube ich, nur ganz kurz davor weg von einem Grand Slam, weil er ja am Start dort... ja, genau, ja. Die Führung abgegeben hat. Aber da muss man sich überlegen, der Typ wird einfach sein erstes Rennen gewinnen und mit dem ersten GP-Win würde er noch einen Grand Slam holen. Das ist völlig crazy. Aber ja, hat er doch nicht ganz gelangt. Schade. Aber ja, ich denke, er wird da sicher Russell, vielleicht nicht dieses Jahr, aber in Zukunft das Leben können schwer machen. Aber er macht sie wirklich gut. Er hat zwar schon immer noch manchmal ein bisschen Nervenflattern, wie wir auch gesehen haben im Rennen. Er hat ja dort noch ein bisschen einen Fehler gemacht in dieser Hairpin innen. Und ist dort geradeaus weitergefahren. Aber ich habe es geil gefunden, wie er einfach in der letzten Runde einfach so einen Slide rausgezogen hat aus der Hairpin und dann nachher Schlangenlinie gefahren ist auf das Startziel und dann hat er noch einen Burnout gezogen auf das Startziel. Aber ich habe mal gemeint, der Max ist bestraft oder da ist mal zusammengeschissen worden von der FIA, dass man das eben nicht darf. Aber ich glaube, beim Antonelli ist jetzt nichts passiert. Aber also hat das noch lustig gefunden. Und dann nachher ein Fahrer, und Simi, es tut mir leid, dass ich ihn muss erwähnen, weil er auch Brit ist der Oliver Burman, der auf Platz 4 gefahren ist mit dem Haas. Und, aber 5, sorry. Den Charles habe ich jetzt gerade rausgeladen, tut mir leid. Aber du musst aber schon zugeben, der Burman ist schon hure stark. Vor allem ist es auch irgendwie ein Fahrer, der nie richtig auf dem Radar hatte, hast du gedacht, es mir? Ja. Es reut mich, aber ich... Stell dir jetzt vor, er ist ein Deutscher. Der Bärmann. Oliver Bärmann. Oder Biermann, das war noch geil. Biermann. Der Biermann. Also, schau. Vielleicht... Es ist immer noch so. Ich mag den nicht so schmecken, weil er in seinen Jugendkategorien Formel 3, Formel 2 einfach mit seinem Auftreten mir nicht sympathisch gerichtet hat. Er war immer überaggressiv gewesen. Er hat dazu immer ein bisschen komische Ansichten gehabt, die ich nicht unterstützen können und wollte. Aber nichtsdestotrotz ein Mann, der verdammt viel Talent mit sich bringt, nicht umsonst auch in der Ferrari Academy ist und auch als Nachfolger von Lewis Hamilton gehandelt wird, wenn der so das Gefühl hat, wird in den nächsten 1-2 Jahren seine Karriere beenden. Ich gehe auch davon aus, dass der Nachfolger wird. Er wird bei Ferrari drin sein. Alles andere aktuell wäre ein bisschen utopisch, würde ich schon fast sagen. Und er macht das mit dem, was Haas ihm gegeben hat, wirklich souverän. Haas ist auch super aufgestellt, das müssen wir auch noch mal an dieser Stelle erwähnen. Die haben ihre Hausaufgaben wirklich gemacht für die Saison. Das Einzige, was sie aktuell nicht fertig bringen, ist mit dem Ocon gute Strategien zu machen. Haben sie wahrscheinlich von Ferrari abgeschaut. Aber ja, muss ich Props rausgeben. Der Bearman, auch racing-technisch, macht das super, ja. Also, was das anbelangt, habe ich eine andere Prediction oder 2. Meine Überlegung ist das eben noch, es gibt ja immer noch, also nicht mehr so stark, aber die Gerüchte hat es ja vor allem letztes Jahr gegeben und ich denke, sie wird es auch dieses Jahr wieder geben. Vor allem was Verstappen anbelangt und Mercedes. Weil es ist ja nicht das Geheimnis, dass der Toto Wolff extrem viel Interesse hat am Verstappen. Und ich frage mich halt einfach, wer würde fliegen? Oh, George Russell, 100%. Meinst du? Er würde George rausrühren? Ja. Was? Wieso? Weil der Kimi Antonelli soll die Zukunft von Mercedes sein. Also wirklich, wieso holst du den sonst, wenn du ihn nicht aus deinem zukünftigen Star-Mann siehst oder aus allenfalls auch der Fahrer, der noch die Marke promoten soll. Und es hat auch einen Grund gegeben, wieso es immer so lang gegangen ist, wieso George Russell sein Vertrag verlängert worden ist, auch letztes Jahr.
Ich bin mir ziemlich sicher, George Russell würde Platz machen, ja. Aber im Antonelli sein Vertrag ist ja auch letztes Jahr zur gleichen Zeit wie im Russell seine verlängert worden. Ja, dort kann ich mir es ein bisschen anders noch vorstellen, dass sie noch ein bisschen abwarten. Aber im George hat für mich keinen Sinn gegeben, dass die so lange wartet. Also, meine Theorie ist ja ein bisschen das. Also, die erste Theorie. Entweder sagen wir, der Lewis geht, der hört auf, tut retiren. Dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Mercedes sagt, wir holen den Max. Sie schmeißen Kimi raus, Kimi geht zu Ferrari, was ein geiles Pairing wäre, Italien mit italienischem Team natürlich. Und Berman bleibt halt einfach dort, wo er ist. Und that's it. Oder es gibt ja im Moment, also es ist ja eigentlich gar kein Gerücht, weil der Briatore hat es bestätigt, dass ja der Toto Wolff anscheinend das Angebot gemacht hat, Alpine zu kaufen oder auch mal einen Teil zu kaufen von Alpine. Und dass sie eventuell vielleicht Ideen haben, jetzt wo sie auch Mercedes-Motoren haben, Alpine so langsam über die Jahre rein vielleicht in ein B-Team umzustellen. Oder vielleicht nicht einmal über die Jahre rein. Und dass dann nachher Mercedes eigentlich das Gleiche hat wie Red Bull mit Racing Bulls. Und dass, wenn der Kimi nicht gut performt, eigentlich zu Alpine abgeschoben wird und dort nochmal weitere Erfahrung sammelt, bis er wieder eigentlich so ein bisschen Top-Team-reif ist. Wobei eben halt beim Fahrer, die bei Top-Teams waren, jemals wieder zu einem Top-Team kommen, ist natürlich immer wieder ein bisschen das andere. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass auch vielleicht etwas in diese Richtung könnte stattfinden. Ist halt immer schwierig zu sagen, aber who knows? Ja, ich denke, das zweite halte ich eher ein bisschen für unwahrscheinlich. Das erste kann ich noch eher nachvollziehen, aber ich glaube, das zweite, ich glaube nicht, dass sie die gleiche Schiene fahren nachher dann wie plötzlich Racing Bulls und plötzlich Mercedes Hauptfahrer ins B-Team abschieben würden. Ich weiß einfach so, der Toto Wolff wird so der neue Helmut Marko, weißt du? So. Einfach mit dem Toto auf dem Schleudersitz drauf. Ja. Ja, Kimi, du hast nicht performt. Wir schicken dich ins B-Team. Hol den Max. Ja, du weißt ja nicht, was der Toto für Ideen hat in der Zukunft, jetzt nachdem dass er mit seinem E-Scooter den Grind angeschlagen hat. Das Video, ey. Das war so geil, also wir müssen lachen. Aber Toto ist ein geiler Sieg, ich mag ihn eigentlich ziemlich gut. Ist zwar auch ein bisschen Schnorri, aber er ist ein geiler Sieg eigentlich. Deutlich sympathischer als ein Christian Horny. Ja. Muss man auch sagen, ja. Ja, das ist so. Ja, das ist definitiv so. Gut, wobei ich muss schon ehrlich sagen, ein bisschen Red Bull und ich schon ein bisschen nachher trauern. So das Team, das sie hatten, mit Christian Horner, Marco, auch Adrian Newey, so eben so gerade so in der 2017, 18, 19 Zeit und so, wo einfach Red Bull und Mercedes so richtige Hassliebe war. Da habe ich schon geil gefunden. Das ist ein bisschen schade, dass jetzt das halt einfach durch die ganzen Abgänge und ja, die halt rausgerührt worden sind, dass das halt einfach nicht mehr existiert. Aber ja, das wird auch in Zukunft irgendwie wieder mit ein paar anderen Teams kommen. Bin gespannt mit welchen Teams, aber ja, das finde ich schon ein bisschen schade, dass das eigentlich jetzt so im Moment wie nicht mehr gibt. Ja, was haben wir noch so erwähnenswert? Aston Martin, der ein bisschen gefahren ist. Aber dann aufgehört hat, weil Alonso seine Pfoten wehtun haben und auch seine Füße wehtun durch die Vibrationen. Das ist ja auch so etwas Krasses. Also eben, Red Bull kann ja Gott froh sein, dass sie ja Honda abgegeben haben, so wie die fahren. Absolut. Das ist ja abartig. Gut. Und wir haben ja noch das Ganze belächelt. Also wir haben gedacht, wieso geht man da, wieso nimmt man jetzt Ford, gar keine Ahnung, du weißt gar nicht, wie die sich da schlagen im Motorsport, du hörst seit Jahren nichts mehr Grosses und dann kommt Honda rein und Aston ist ein Wrack, es ist abartig. Also ich hätte das nie gesehen. Never ever. Ja, also gut, bei Red Bull, also mit Ford, das ist ja mehr auch nur ein Branding, also ein Branding-Sponsor. Also es ist ja nicht irgendwie so, dass ja Ford wirklich, also so interpretiere ich es, aktiv Motorentwicklung macht, weil die haben ja keine Ahnung, sorry. Schau mal, was sie produzieren. Weiss ich aus erster Hand, was das ist. Also kannst du mir ja nicht erzählen, dass die Ahnung haben, was sie dort bauen. Also ich glaube, das ist eben mehr so ein bisschen wie Alfa Romeo Sauber. So ein bisschen das. So einfach so ein Brand, wo du einfach ein bisschen
sponsern und mehr auch nicht. Und so, aber dass es der Red Bull Powertrain ist, einfach dann so mit einer Marke, die drüber klatscht. Genau. Also ich würde es jetzt eher so abstempeln, habe ich so das Gefühl, aber es ist halt natürlich schon bitter, gell? Ich meine, Honda jetzt so stark gewesen mit Red Bull und jetzt auch wieder das. Und vor allem Media das Gefühl, Adrian Newey hat ja mit Honda geschafft, der weiß ja, was dort mit denen läuft und so, das wird super funktionieren und es funktioniert einfach gar nicht super. Und das Einzige, was man halt vielleicht noch sagen kann, woran das unter anderem auch noch könnte liegen, ist halt das Getriebe, weil das macht ja Aston selber. Früher hat Aston das bei Williams eingekauft, aber also Williams hat allgemein ja viele Teams mit Getriebe beliefert. Das tun sie auch GT3-Fahrzeuge, tun sie auch oft noch mit Getriebe beliefern. Und ja, das machen sie jetzt selber und sind ja auch ein Haufen Getriebeprobleme, aber es sind auch ein Haufen Batterieprobleme. Und ja, das ist halt schon bitter. Mal schauen, wie lange das noch geht, die Zusammenarbeit, weil ich denke, oder allgemein, wie lange das noch mit dem Lawrence geht und mit dem Lance geht, mit diesen zwei. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der auch mal eins sagt, so, jetzt können wir mal kreuzweise geben alles ab oder verkaufen alles. Aber dann wird dann natürlich der Sohnemann schnell den Sitz verlieren. Also ja, ist auch mal an der Zeit, dass der mal einmal mal dort rausgeht. Aber das, wenn du dir überlegst, der Typ ist ja, wann ist der reingekommen? 2017? Ja. Oder 18? 17, ja. 2017 ist der Formel 1 reingekommen. Also der fährt schon fast 10 Jahre in der Formel 1. Hat aber bis auf 2 oder 3 Podiums, glaube ich. Und ein Pole eigentlich nicht viel mehr so erreicht. Wahrscheinlich am meisten Crashes oder am meisten Schaden verursacht. Ja. Nein, also das verstehe ich nicht, dass der immer noch drin ist. Also das ist für mich immer noch eines der grössten Rätsel in dieser ganzen Geschichte. Aber du, vielleicht kriegt er weniger Sackgeld über, wird ihm vielleicht alles abgezogen. Aber der Papi zahlt ja eh alles. Also von dem her, wenn du Kreditkarte vom Vater hast, spielt es ja keine Rolle, was du ob jetzt weniger Lohn bekommst oder mehr Lohn bekommst. Aber ja, egal. Sonst ist es irgendwie bei China ist dann irgendetwas Wahnsinniges passiert. Nein, ich muss schon schauen. Ich habe ja in dem Sinn nicht. Wir haben ja noch eben, das, was wir vorhin angesprochen haben, das mit diesen Hass und den Morddrohungen von den Colapinto-Fans, Ocon gegen Colapinto, der kleine Crash, den Ocon ganz klar selber verursacht hat, hätte er ein bisschen länger warten können, dann wäre das auch nicht passiert. Hinten noch ansonsten eben 4 Fahrer im Grid schon gefällt. Aston Martin ist prognostiziert, dass die natürlich während dem Rennen ähnlich rausgehen werden. Der Max mit dem technischen Defekt, der noch das Rennen aufgeben musste, sodass wir nur bei 15 Fahrern sind, die das Rennen beendet haben. Bottas hat am Ende Ocon hinter sich gelassen. Ein Erfolg für Cadillac! Ja gut, aber hast du gesehen, wie sie Style entfernt hat bei Haas? Einfach mit dem verdammten Seitenschneider, zack, weg mit dem Carbon-Zeug dort. Hey, so geil, Mann. Als hätte er den Haas klauen, der andere Mächte dort. Schloss am Knacken. Pinnacle of Motorsport. Ja. Ne? Das ist wie dort, wo Renault mal der DRS-Flap im Zugang ist und der andere weghaut, so mit der Fuß oben drauf, wie der grösste Doppelei. Das sind so geile Videos an, wie so Zeug feiere ich schon. Absolut. Ich bin schon kurz, du hast ja das auch gemacht mit Gemini oder mit der KI kurz so eine Zusammenfassung noch geschrieben oder zusammenschreiben lassen. Max kritisiert ja das ganze Reglement extrem, sagt, es wie Mario Kart. Der Leclerc hat ja auch so etwas in einem Funk gedroppt, dass es sich anfühlt wie wenn du Pilz hast im Mario Kart. Ja, irgendwie kann ich es nachempfinden. Also absolut, dass es halt einfach, wenn du den Boost-Knopf drückst, dass du so viel Dampf bekommst, dass es eigentlich gar nicht mehr so authentisch ist eigentlich oder sich wahrscheinlich eben gar nicht mehr so nach Racing anfühlt. Und eben natürlich die Parteien, bei denen, wo es gut läuft, wie jetzt Mercedes und auch Ferrari, die sagen natürlich, ja nein, es ist super zum Fahren, das ist sehr gut. Der Russell hat gesagt, du hast so einen guten Motor, alles, ich liebe den Motor. Und dann in China ist er stehen geblieben im Qualifying fast wegen dem. Also von dem her, ja, ich weiß nicht. Darum, Simi, was ist dein Wunsch für die Zukunft in der Formel 1? Jetzt bin ich gespannt. Also sagen wir in diesem Jahr oder allerspätestens in den nächsten 2 Jahren. Ich würde zuerst gerne etwas reinrühren, das wir noch unbedingt erwähnen, bevor wir zu dieser Frage gehen. Und zwar, eine Sache haben wir vergessen, das ist die Zensur von der Formel 1 auf der Geraden, wo sie plötzlich Geschwindigkeit verloren haben. Dann haben sie plötzlich Kamera eingeführt und auch bei den ganzen Interviews,
wo zum Beispiel ja, Max im Kommentar, das ist ja in einem Video von der Drivers React oder Drivers Before the Grand Prix ist ja das einfach rausgeschnitten worden. Also wie eine staatliche Zensur ist eigentlich da in China noch gewesen, um alles ein bisschen verschleiern. Also du meinst wegen dem Clipping, gell? Haben sie alles, ist schon auf 325 rauf und dann ist entweder ist einfach der Tacho hängen geblieben oder sind einfach weggeschaltet. Irgendwie Genau. Ja. Ey, so lächerlich. Das ist auch noch, das steht doch dazu, wenn etwas scheiße ist. Also bitte. Aber gut, wir sind in China gewesen, die können sicher mit Zensur aus. So. Alter, der Podcast wird sicher auch ich werd abgeholt. in China. ich werde abgeholt, ich höre schon, wie sie meine Türe hauen. Also, mein Wunsch für im Verlauf dieser Saison, ihr hoffen wir stark, dass sie irgendeine Lösung finden werden, um das Ganze, wie es jetzt ist mit dieser Batterie, weniger abhängig davon zu machen. Ich finde immer noch, der Fokus muss mehr darauf sein, dass man racet und nicht managt. Sonst kannst du auch irgendwelche Low-Bobs rein tun, die Ahnung haben, wie man eine Batterie managen kann und dann hast du auch deine 20, 22 Fahrer auf der Strecke. Darum, ich erhoffe mir viel, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten in den Sitzungen das Reglement irgendwie in die Richtung anpassen, dass Formel 1 wieder das wird, was sie soll sein. Und was ich mir auch noch ganz stark erhoffe, ist, dass Aston Martin doch irgendwie ein Ende bekommt, normal irgendwie Rennen zu fahren. Weil sollte das im Alonso seine letzte Saison sein, das ist ja aktuell schlimmer als zu Minardi-Zeiten. Und sie sind in der allerersten Saison. Das würde ihm auch nicht gönnen. Ja, oder dazu mal bei Honda-Zeiten mit McLaren. Ja. Genau. Aber dann gebe ich da das Gleiche zurück. Was denkst du oder was erhoffst du, was jetzt da noch bis zum Ende dieser Saison soll passieren oder kann passieren? Also mein grösster Wunsch wäre einerseits mal der absolute Downfall für die Formel 1, dass sie auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Dann nachher andere Motoren logischerweise. Das wäre eigentlich so mein Wunschszenario, wenn man jetzt unbedingt bei diesen Motoren muss bleiben. Ja, bin ich bei dir. Dass man es einfach überarbeitet, dass man halt einfach weniger muss managen und mehr das fahrerische Können einfach gefragt wird wieder. Und ja, weißt klar, wir stehen natürlich noch voll am Anfang von dieser Generation. Ich meine, 2022 war es auch schwierig mit den Autos und die sind immer besser und besser geworden über die Jahre hin. Und klar, die Autos, die wir jetzt haben, werden im Vergleich zu den Autos, die wir in 2 Jahren werden haben, komplett für die Tonne sein. Weil sie einfach viel langsamer sind, viel träger sind, alles drum und dran. Und by the way, Trägerübergewicht ist auch noch so ein Riesenthema momentan. Ich glaube, nur der McLaren ist der einzige, der im Soll ist vom Gewicht und alle anderen sind übergewichtig. Und ich glaube, am schwersten ist der Williams mit irgendwie 24, 25 Kilo oder so. Bringt ihnen nichts. Es sind nur einmal als in einem Rennen gestartet, 3 Mal nämlich nicht. Ja, eben. Da einfach halt so Sachen, oder? Ich hoffe einfach, dass, wenn es bei diesem Reglement bleibt, dass die Entwicklung einfach so gut wird, dass eben das Managen nicht mehr so relevant ist, sondern eben halt, wie du auch gesagt hast, eben das fahrerische Können. Das wäre cool. Und so Aston Martin, ja, da bin ich ganz ehrlich, ich bin schon noch guter Dinge, dass sich dort vielleicht einiges noch könnte kehren. Weil auch hauptsächlich jetzt nur noch Japan ist und das ist eigentlich ein Monat Pause. Und ich denke, in diesem Monat werden die Teams Zeit haben, zum einerseits viele Fehler ein bisschen auszumerzen. Man hat die Möglichkeit zum Ersatzteile produzieren, eben Weiterentwicklungen machen und so weiter. Und dann könnte man schon vorstellen, dass dann in Miami, was im Mai ist, vielleicht das ein oder andere Team wieder ein bisschen besser dasteht, vielleicht auch weniger technische DNFs wird geben oder einfach, dass das Ganze wieder ein bisschen besser aussieht. Da könnte man schon vorstellen, dass das in die Richtung wird gehen. Aber eben in erster Linie wünsche ich mir eigentlich schon, dass das Formel 1 halt einfach den Motor rausreißt und andere rein tut, wo wesentlich simpler ist, wo einfach auch ja, soll rühren wie V8, V10 Motor, das wäre für mich ein richtiger Traum, wenn es halt bei dem V6 soll bleiben, dann bleibt es halt bei dem, aber einfach halt einfacher, viel, viel einfacher und einfach halt ein Verhältnis, sage ich jetzt mal, von 25% Elektroanteil und der Rest einfach Verbrenneranteil. Da würde ich einfach am meisten fühlen und nicht, dass wir da irgendwie auf einer Gerade sehen, wie sie Geschwindigkeit abbauen, weil sie ihre scheiß Batterie wieder laden und so. Und ja, das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Und ich denke auch, es ist ein Wunsch, oder ich sage jetzt mal, sind auch, ich sage jetzt auch dein Wunsch, es ist etwas, was auch realistisch wäre,
zum ändern oder realistisch ist zum machen. Und weil es einfach auch von der Zeit her, denke ich jetzt auch, also jetzt eben vor allem jetzt bei mir wegen dem Motor, auch möglich wäre. Und man muss jetzt sagen, so, ja, man muss da jetzt auf den grünen Daumen schauen, man muss den Motor fahren mit so Elektro-Hybrid-Anteil, weil eben, wenn du Elektro schauen, dann schau Formula E. Aber das, was wir jetzt haben, ist einfach so ein Zwitter von richtiger Formel 1 und Formula E. Es ist einfach, wenn das eine noch das andere ist, einfach eben so irgendetwas. So eine Missgeburt, kann man sagen. Wenn Formula E und Formel 1 einen geselligen Abend zu zweit durchgehauen und dann nachher, weiss ich auch nicht, wo in einer Garage hingelandet sind, zu zweit. Ja, Mann! Hart, aber fair, Ja, fair. es ist ja so, es ist wirklich so. Genau. Ja, gut. Ich glaube, aber sonst ist das soweit alles gewesen. Also, ich bin überrascht. Wir sind doch nicht so, wie soll ich sagen, wie sagt man denn? Nicht so ausgeartet, wie man es Ja, erwartet hätte. einerseits da und auch nicht so vulgär geworden. Also jetzt, das, was ich am Schluss rausgehauen habe, ist das vulgärste gerade im übertragenen Sinn. Aber sonst war es ja eigentlich noch recht human gewesen. Also ich hätte jetzt gedacht, das wird viel schlimmer werden. Aber ich glaube, wir haben uns selber schon ein bisschen sehr fest über das aufgeregt. Darum hat es sich so ein bisschen im Zaun gehalten. Aber ja, mal schauen, wie es wird in Japan. Ich glaube, Japan wird sowieso auch nochmal eine Katastrophe werden zum Zuschauen. Und dann hoffen wir, dass dann Miami das erste Rennen wird. Ja gut, das ist zwar Miami, ist auch wieder so ein scheiß Grand Prix. Ja, was ist nach Miami? Spanien? Oder in Monaco wahrscheinlich, irgendwie so etwas. Das sind die Europarennen, da kommen auch wieder mal gute und richtige Rennen. Dass dort dann die richtige Formel 1 mal richtig losgeht, dass wir dort wieder ein bisschen Spass haben an unserem Sport, oder, was wir so lieben. Aber ja, bis dahin wird es so ein Weile gehen. Und ich denke, das wäre es von der heutigen Episode von Unsafe Release. Wir würden uns dann, ich sage jetzt nicht in 2 Wochen sehen, ja mal nach Japan wahrscheinlich würden wir uns wieder hören. Also doch dann wieder in 2 Wochen. Und dann hoffentlich auch wieder mit dem Herr Schäuber am Start, der jetzt eben krank im Nest liegt. Und Simi, ich danke dir wirklich recht herzlich, dass du die Episode mit mir aufgenommen hast, weil sonst hätte ich ein Like gemacht. Darum hoffe ich, dass es doch nochmal ein bisschen Dynamik hineingebracht hat und vielfach Wissen auch vom Simi. Darum danke vielmals an dieser Stelle. Weiter gern geschehen. Ich hoffe, der Abschweifer in der Vergangenheit hat sich auch mal rentiert. Schaut alte Formel 1 Sachen. Das sage ich einfach. Schaut alte Formel 1. Ja, es war sehr schön, dass wir ein bisschen in Nostalgie schwelgen können. Das habe ich richtig genossen. Aber ja, das war es. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt an dieser Stelle. Und wir wünschen euch natürlich immer ein schönes Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer. Und wir hören uns das nächste Mal wieder beim Unsafe Release.